Swiss German Storytime mit dem Thomas. Kapitel 1: Der alte Seehund im Admiral Benbow. Der Gutsherr Trelawney, der Dr. Livesey und die übrigen Herren haben mich gebeten, unsere Fahrt auf die Schatzinsel von Anfang bis Schluss zu beschreiben und dabei nichts zu verschweigen, ausser die genaue Lage der Insel. Und zwar da nur darum, weil jetzt noch ungehobene Schätze dort vorhanden sind. So habe ich die Federn ergriffen und versetze mich zurück in die Zeit, wo mein Vater den Gasthof zum Admiral Benbow gehalten hat und wo der brautbrennte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht das erste Mal unter unserem Dach gewohnt hat. Ich erinnere mich an den Mann, wie wenn es gestern gesehen wäre. Wie er in die Tür von unserem Haus reingekommen ist, während seine Schiffenkiste auf einem Schiebkarren nachgefahren worden ist. Ein grosser, stacher, schwerer, nussbrauner Mann. Sein teeriger Zopf ist ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock abgehangen. Seine Hände sind schwielig und rissig gewesen, mit abgebrochenen, schwarzen Fingernägeln. Und die Säbelspuren, die sich über die eine Backe gezogen hat, ist von einer dreckigen weißen Farbe gewesen. Er hat in der Wirtschaft umgeschaut und hat dabei vor sich her gepfiffen. Dann hat er sein altes Schifferlied angestimmt, das er später so häufig gesungen hat. 15 Mann bei des Toten Kist, johoho, und ne Puddel rum. In der zittrigen, hohen Stimme, die so tönt hat, wie wenn man einen Ankerwind drehen würde. Dann hat er mit einem Knebel, so dick wie eine Handspeiche, gegen die Tür geschlagen. Und wo mein Vater vorgekommen ist, hat er barsch ein Glas Rum verlangt. Wo da ihm gebracht worden ist, hat er es langsam ausgetrunken, wie ein Kenner, mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei hat er sich durchs Fenster, die Strandklippe und unser Wirtsschild angeschaut. Schliesslich hat er gesagt: Da ist eine nette Bucht und eine angenehm gelegene Grogbeiz. Hast du viel Gesellschaft, Mat? Mein Vater hat ihm gesagt, dass leider nur sehr wenig Gesellschaft käme. So, ja, dann ist da der richtige Platz für mich. Hey dort, mein Mann, hat er einem Mann zugerufen, der den Handkarren geschoben hat. Lad mal meine Kiste ab und bring sie rauf. Da will ich ein bisschen bleiben. Ich bin ein einfacher Mann. Rum und Speck und Eier, weiter brauche ich nichts. Und außerdem die Klippen dort draussen, zum das Schiff beobachten. Wie Sie mir sagen können? Captain, können Sie mir sagen. Oh ja, ich sehe schon, auf was Sie raus wollen. Da! Und er hat 3 oder 4 Goldstücke auf den Tisch geworfen. Wenn ich da verzehrt habe, können Sie mir Bescheid sagen, hat er gerufen. Und dabei hat er so stolz ausgesehen wie ein Admiral. Und in der Tat, so schlecht seine Kleider gesehen sind und so gemein seine Sprechweise, er hat durchaus nicht wie ein Mann ausgesehen, der vor einem Mast fährt, sondern ist offenbar ein Steuermann oder ein Schiffer gesehen, wo gewöhnt ist, dass man ihm gehorcht. Oder sonst hat es Schläge gegeben. Der Mann, der den Schubkarren gefahren hat, hat uns gesagt, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorne am Royal George abgesetzt. Er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären. Und wo er gehört hätte, dass man unser Haus lobe, und besonders, da vermute ich wenigstens, wo man es ihm als einsam gelegen beschrieben hat, hätte er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu nehmen. Und das ist alles, was wir über den Gast erfahren konnten. Er war ein schweigsamer Mann. Den ganzen Tag ist er an der Bucht oder auf der Klippe rumgelungert und hat durch sein Messingfernrohr über die See und den Strand geschaut. Den ganzen Abend aber ist er in einer Ecke der Wirtsstube ganz nahe beim Feuer gehockt und hat Rum und Wasser getrunken. Und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn angeredet hat er für gewöhnlich nicht geantwortet, sondern hat einfach mit einem wütigen Blick aufgeschaut
und durch die Nase blasen wie durch ein Nebelhorn. Und wir und unsere Besucher haben bald gemerkt, dass man ihn besser in Ruhe lassen sollte. Jeden Tag, wenn er von seiner Gang zurückgekommen ist, hat er gefragt, ob Seeleute auf der Landstrasse vorbeikommen sind. Am Anfang haben wir gedacht, er frage, weil er sich nach Gesellschaft von Kameraden sehne. Schliesslich aber haben wir gemerkt, dass er da im Gegenteil vermeiden möchte. Wenn ein Seemann im Admiral Benbow eingekehrt ist, wie es ab und zu vorgekommen ist, wenn Leute auf der Küstenstrasse auf Bristol gegangen sind, so hat er ihn durch das verhängte Fenster angeschaut, bevor er die Wettstube betreten hat. Und wenn so ein Seemann anwesend war, hat er sich immer mausestill verhalten. Vor mir hat er auch kein Geheimnis aus dieser Sache gemacht, sondern hat mich im Gegenteil gewissermaßen an seiner Unruhe beteiligt. Er hat mich nämlich eines Tages beiseite genommen und mir versprochen, er wolle mir am 1. von jedem Monat ein silbriges 4-Penny-Stück geben, wenn ich nur mein Wetterauge nach einem Seemann mit nur einem Bein offen halten würde und ihm, sobald der auftaucht, augenblicklich Bescheid gebe. Wenn amix der 1. vom Monat da war und ich meinen Lohn von ihm verlangt habe, dann ist es oft vorgekommen, dass er nur durch die Nase geblasen hat und mich mit einem wütigen Blick angeschaut hat. Aber bevor die Woche zu Ende war, hat er sich's jedes Mal besser überlegt. Er hat mir das 4-Penny-Stück gebracht und hat seinen Befehl, nach dem Seemann mit dem einen Bein Ausguck zu halten, wiederholt. Wie der Seemann mich in meiner Träume verfolgt hat, muss ich kaum sagen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die 4 Ecken von unserem Haus geschüttelt hat und die Brandung in der Bucht gegen die Klippen donnert ist, habe ich ihn in tausenden Gestalten und mit teuflischen Gesichtern gesehen. Bald ist das B am Knie abgenommen gesehen, bald dicht an der Hüfte und dann wieder ist er ein ungeheures Geschöpf gesehen, wo immer nur ein einziges Bein hatte. Ihn zu sehen, wie er gejuckt und gesprungen ist und mich über Gräben und Hecken verfolgt hat, das war für mich der fürchterlichste Albtraum gewesen. So habe ich mein monatliches 4-Penny-Stück eigentlich teuer zahlen, denn ich habe dafür die grässlichen Traumgeschichten in Kauf nehmen müssen. Wenn ich vor einem einbeinigen Seemann eine schreckliche Angst hatte, so hatte ich dafür vor dem Captain selber weniger Furcht gehabt, als andere, die ihn kennt haben. An Mengen Abenden hat er mehr Raum und Wasser zu sich genommen, als sein Kopf vertragen konnte. Dann ist er manchmal, ohne sich um irgendeinen Menschen zu bekümmern, da gesessen und hat seine ruchlosen alten wilden Schiffenlieder gesungen. Manchmal aber hat er Ronden bestellt und hat die ganz zitternde Gesellschaft gezwungen, seine Geschichten anzuhören oder als Chor in seine Lieder einzufallen. Oft hat das Haus von dem Johoho und ne Buddel, Buddel rum zittert. Alle Nachbarn haben aus voller Kehle mit eingestimmt, mit einer Todesangst im Leib. Und einer hat noch lauter als der andere gesungen, nur damit der Captain keine Bemerkung gemacht hat. Denn wenn er die Anfälle hatte, dann war er der ungemütlichste Gesellschafter der Welt gewesen. Dann hat er mit der Faust auf den Tisch gehauen und hat Ruhe befohlen. Wenn irgendeine Zwischenfrage gestellt worden ist, hat er sich fürchterlich aufgeregt. Manchmal aber noch mehr, wenn keine Fragen gestellt worden sind, weil er dann geglaubt hat, die Gesellschaft lasse nicht auf seine Geschichten. An solchen Abend hat keiner die Wirtsstube verloren, bis er selber vom Trinken schläfrig geworden ist und ins Bett taumelt ist. Am meisten Angst hat er den Leuten mit seiner Geschichte gemacht. Und allerdings sind es fürchterliche Geschichten gesehen. Von Hängen, über die Planken gehen lassen, von Stürmen auf hoher See und von den Schildkröteninseln und von wilden Gefechten und Taten und von Häfen in den westindischen Gewässern. Nach seiner eigenen Bericht hat er müssen unter den grössten Verbrechen gelebt haben, wo Gott jemals zu See hat gehen lassen. Und die Worte, mit denen er die Geschichten erzählt hat, haben die guten Landsleute fast genauso entsetzt, wie die Verbrechen, von denen sie gehandelt haben. Mein Vater hat fortwährend gesagt, unser Gasthof würde zugrunde gerichtet werden, weil die Leute bald noch mehr kommen würden, um sich anschnauzen und abmachen
und dann mit zittrigen Gebeinen ins Bett zu gehen. Aber ich glaube, dass in Wirklichkeit seine Anwesenheit uns einen Vorteil gebracht hat. Die Leute haben sich allerdings graut, aber in der Rückerinnerung haben sie die Geschichten eigentlich gern gehabt. Es ist eine angenehme Aufregung in ihrem stillen Landleben gewesen. Unter den jüngeren Leuten hat es sogar eine Partei gegeben, die voll Bewunderung von ihm geredet hat. Sie haben ihn einen echten Seehund und eine richtig alte Teerjacke und so ähnlich genannt. Und haben gesagt, da wären gerade die Leute, die England auf See so gefürchtet machen. In einer Beziehung hat uns der Captain allerdings zugrunde gerichtet. Er ist eine Woche nach der anderen geblieben, sodass die Goldstücke, die er auf den Tisch geworfen hat, schon längstens verrechnet sind. Aber mein Vater hat sich nie den Mut zusammenbringen und mehr Geld von ihm verlangen. Sobald er eine leichte Anspielung gemacht hat, hat der Captain so laut durch die Nase geblasen, dass es schon fast ein Brüllen war und hat meinen Vater so wütig angeschaut, dass der die Wirtsstube verloren hat. Ich habe ihn nach solchen Abweisungen die Hände schütteln gesehen und bin überzeugt, dass der Verdruss über seinen Gast und die Angst, in der er gelebt hat, seinen allzu frühen unglücklichen Tod sehr beschleunigt hat. Während der ganzen Zeit, wo der Captain bei uns gewohnt hat, hat er immer den gleichen Anzug angehabt. Nie hat er etwas daran geändert, nur einmal hat er Strümpfe von einem Hausierer gekauft. Wo sich eine von den Krempen von seinem Hut losgelöst hat und runtergehangen ist, hat er ihn so lassen, wie er war, obwohl die Krempe ihn bei stachem Wind sehr belästigt hat. Ich sehe von meinen Augen noch seinen Rock, auf den er selber oben in seinem Zimmer einen Flick gesetzt hat. So oft, wie er da für nötig gehalten hat. Schlussendlich hat der ganze Rock nur aus Flick bestanden. Nie hat er einen Brief geschrieben. Nie hat er ihn bekommen. Er hat mit keinem Menschen ein Wort geredet, außer mit den Nachbarn, die zu uns in die Wirtschaft gekommen sind. Auch mit denen für gewöhnlich nur, wenn er zu viel rumgetrunken hat. Seine grosse Schifferkiste hat keiner von uns jemals offen gesehen. Nur ein einziges Mal hat ein Mensch gewagt, ihm übers Maul zu fahren. Und das ist erst in der letzten Zeit passiert, wo mein armer Vater schon sehr krank war und dem Tod nahe war. Der Dr. Livesey ist an einem Nachmittag zur Spatenstunde gekommen, um noch nach dem Kranken zu schauen. Meine Mutter hat ihm ein bisschen zu essen gegeben und dann ist er in die Wirtsstube runtergegangen, um eine Pfeife zu rauchen, bis sein Ross vom Dorf zurückgebracht würde. Weil wir im alten Admiral Benbow keine Stallungen hatten. Ich bin mit dem Doktor in die Wirtsstube gegangen und ich erinnere mich noch, dass mir der Unterschied zwischen einem sauberen, munteren Doktor mit seiner schneeweißen, gepuderten Perücke, seiner höllenschwarzen Augen und seinem liebenswürdigen Benehmen und den plumpen Landleuten aufgefallen ist. Besonders aber der Gegensatz zum dreckigen, zerlumpten alten Pirat, wo stach angetrunken an seinem Tisch gesessen ist und die Ellbogen aufgestützt hat. Plötzlich hat er angefangen, der Captain nämlich, sein ewiges Lied zu brüllen. 15 Mann bei des Toten Kist, johoho, und ne Buddel, Buddel rum. Suff und der Teufel holten den Rest, johoho, und ne Buddel, Buddel rum. Am Anfang habe ich vermutet, des Toten Kist sei die grosse Schifferkiste oben im Vorzimmer. Und ich habe sie in meinen Träumen mit dem einbeinigen Schiffer in Verbindung gebracht. Inzwischen aber haben wir schon alle aufgehört, auf sein Singen zu achten. An dem Abend ist das Lied nur am Dr. Livesey neu gewesen. Und ich habe bemerkt, dass es auf ihn keinen angenehmen Eindruck gemacht hat. Weil er hat einen Augenblick ganz ärgerlich ausgesehen, bevor er in seinem Gespräch mit dem alten Gärtner Taylor weitergemacht hat, mit dem er sich über ein neues Mittel gegen Gliederriss unterhalten hat. Der Captain ist bei seinem eigenen Lied lustig geworden und hat schlussendlich mit der Faust vor sich auf den Tisch geschlagen. Wir alle haben gewusst, dass er damit den Anwesenden Schweigen befehlen. Alle haben sofort aufgehört zu reden, mit Ausnahme vom Dr. Livesey. Der hat ruhig weitergeredet, indem er zwischen jedem zweiten oder dritten Wort einen kurzen Zug aus seiner Pfeife tun hat.
Eine Weile hat der Captain ihn angestarrt, hat wieder mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen, hat ihn noch grimmiger angestarrt und endlich mit einem gemeinen Fluch geschrauen: «Ruhe da unter Deck!» «Haben Sie etwas zu mir gesagt, Herr?» hat der Doktor gesagt. Und wo der Kerl ihm mit einem neuen Fluch gesagt hat, da wäre allerdings der Fall, hat der Doktor geantwortet: «Ich habe Ihnen nur eins zu sagen, Herr. Wenn Sie mit dem Umtrinken so weitermachen, wird die Welt bald von einem dreckigen Schuft befreit sein.» Die Wut vom alten Kerl war schrecklich zum Anschauen. Er ist aufgerumpelt, hat den Matrosenklappmesser gezogen, hat es aufgemacht, hat es auf der offenen Handfläche geschwungen und dem Doktor droht, er werde ihn an die Wand spiessen. Der aber hat sich nicht einmal bewegt. Er hat wie vorne über die Schultern aus zum Captain geredet und mit der gleichen ruhigen Stimme gesagt, ziemlich laut, so dass alle im Zimmer ihn hören konnten, aber ganz gelassen: «Wenn ihr nicht augenblicklich das Messer in die Tasche steckt, so gebe ich euch mein Wort drauf. Nach der nächsten Gerichtssitzung hängt ihr am Galgen.» Dann haben sich ihre Blicke gekreuzt. Aber der Captain hat bald ein bisschen beigegeben, hat seine Waffe eingesteckt und sich wieder hergehockt, wobei er wie ein prügelter Hund knurrt hat. «Und jetzt noch etwas, mein Mann», ist der Doktor vorgefahren. «Weil ich jetzt weiss, dass ein solcher Kerl in meinem Bezirk ist, so könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich Tag und Nacht ein Auge auf euch haben werde. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Beamter. Und wenn ich auch nur die kleinste Beschwerde über euch höre, sage ich es auch nur wegen einer Unhöflichkeit wie heute Abend, so werde ich dafür zu sorgen wissen, dass man euch am Kragen nimmt und abschiebt. Und jetzt genug!» Bald darauf ist dem Dr. Livesey sein Ross gebracht worden und er ist abgeritten. Der Captain aber ist an dem Abend still gewesen und hat noch viel Abend nachher das Maul noch mehr aufgetan.